Mein absolutes Allheilmittel. Die Natur. Wenn ich zu oft in die sozialen Medien unterwegs bin, also sprich, wenn ich zu oft auf YouTube schaue und zu oft Kommentare lese, die unter meine Videos gemacht werden, ist es zwar schön, weil viele, eigentlich 95% oder mehr der Kommentare sind also wirklich berührend. Aber andererseits tut es mir auch nicht gut. Und dann merke ich, ich bin irgendwie, ja, unausgeglichen. Ich glaube, wichtig, um echt zu bleiben, ist der Abstand. Deswegen, wenn du nicht immer gleich ein Like für deinen Kommentar kriegst oder eine Antwort, dann liegt es daran, dass es jetzt bei mir immer mehr und mehr werden und nicht, dass ich mir denke, ich bin zu gut dazu zum Kommentieren. Gar nicht. Und es klingt natürlich auch irgendwie seltsam, weil ich mache ja YouTube-Videos, sage aber gleichzeitig, es ist nicht gut, zu viel auf YouTube oder andere soziale Medien zu sein. Aber ich stehe da echt dazu. Und zwar, weil ich glaube, dass jeder was hat, was ihn erdet. Vielleicht ist das bei dir nicht die Natur, sondern Stricken. Also wir haben schon ein paar geschrieben, sie tun für ihr Leben gern stricken. Ja, warum nicht? Für jeden ist es was anderes. Für mich ist es halt das Bewegen, am Anfang ist der Kopf, sage ich immer, ganz voll mit irgendwelchen wichtigen und unwichtigen Dingen. Und je mehr ich gehe, also wenn ich einen Schritt vor den anderen setze, desto mehr räumt sich da praktisch der Kopf auf. Und es kommt wieder zum Vorschein, was wirklich wichtig ist. Und das ist jetzt tatsächlich nicht irgendein neidischer Kommentar auf YouTube, ob ich demnächst 10.000 € verdiene, weil es ist ja auch so lächerlich. Die Leute haben immer Vorstellungen, ich habe noch keinen einzigen Cent mit YouTube verdient. Im Gegenteil, ich habe Geld für ein neues Handy ausgegeben und Mikros, die zugegebenermaßen nicht funktionieren. Wenn es dann so ein Spinner schreibt, dass die NWO mich bereits auf dem Kicker hat, also ich deute es mal als New World Order und ich würde noch auf Knien drum betteln, dass man mir verzeiht. Ich weiß zwar nicht was, aber ja, das sind auch alles diese Kommentare, die YouTube gar nicht in der Kommentarspalte anzeigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ganz, ganz wichtig, um auf dem Boden zu bleiben und nicht sich in der virtuellen Welt irgendwie zu verlieren. Ja, wenn ich rausgehe und gehe. Einfach nur gehe. Wenn ich Gespräche mit realen Menschen führe, die mich wirklich kennen und die nicht im Traum drauf kommen würden, obwohl es mich, glaube ich, schätzen, mir zu sagen, du bist so toll, ich möchte gerne so sein wie du. Niemals. Auch das ist was, wo ich mir denke, warum? Jeder Mensch hat seine wunderbaren Seiten und du siehst ja nur einige von mir in meine Videos. Ich glaube, es ist echt ganz wichtig, dass man sich immer bei jedem, den man hasst oder bei jedem, den man bewundert, der irgendwie in den sozialen Medien oder sonst wie in der Öffentlichkeit steht, dass man sich bewusst macht, die sind doch ganz normale Menschen. Meine Oma hat immer gesagt, die genau denselben Trick wie mir. Und das sagt alles. Also du brauchst mich bitte nicht bewundern. Ich bin so fehlerhaft, wie man nur gerade sein kann.
Und es gibt fast jeden Tag irgendwas, was ich mir selber verzeihen muss. Aber ich tue es halt dann auch. Und brauchst mich ja nicht beneiden, weil es hat immer einen Grund. Es hat bei mir einen Grund, sagen wir mal so, dass ich mit Mitte 50, wie viele so ja, fast vorwurfsvoll kommentiert haben, nicht mehr arbeite. Und was den Grund betrifft, wenn jetzt da manche schreiben, ich würde so gerne mit dir tauschen, du hast so ein schönes Leben. Mit meiner Vorgeschichte, glaub mir, bestimmt nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es ganz viel Hass gibt und ganz viel Neid. Neid war für mich persönlich nie ein Thema, weil ich ganz früh schon kapiert habe, dass ich niemand neidig sein braucht, weil man immer nur Sequenzen aus dessen Leben zu sehen bekommt. Und das, was nicht so gut läuft, nicht oder gelaufen ist. Und gerade weil ich jetzt so, keine Ahnung, fast 1800 Follower habe, das heißt nicht, wie ich es auch schon öfters mal gesagt habe, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Nö. Ich mache halt einfach Videos und andere nicht. Und weil ich glaube, dass es sehr viele andere gibt, die beeindruckend sind und gerade Frauen, die ganz, ganz viel zum Erzählen hätten, wie sie Krisen und Krankheiten, was auch immer, schwierige Situationen in ihrem Leben gemeistert haben. Deswegen jetzt nochmal der Aufruf, den ich ja schon mal gemacht habe. Ich würde wahnsinnig gern Interviews machen mit Frauen, die mich beeindrucken. Das hat jetzt nichts zum tun mit erfolgreich oder bekannt, sondern einfach Menschen, die eine besondere Persönlichkeit haben und eine besondere Geschichte. Ich habe kein Auto, deswegen wird es bei mir schwierig, irgendwo hinzufahren. Vielleicht findet ja jemand aus der Nähe, der sagt, okay, ich würde mit dir ein Gespräch führen. Kurz zwischendrin erzählt neulich der Kommentar, ha, da fahrt's mit dem Cabrio und redet von Geldsparen und Minimalismus. Dazu vielleicht kurz erklärt, nicht jedes Auto, bei dem ich als Beifahrer bei einer Freundin mitfahren darf, gehört mir. Eigentlich eine logische, klare Sache, wenn man mal überlegt, aber ja, so viel zum Thema Neidgesellschaft. Und deswegen hier extra nochmal ein paar Bilder vom Cabrio fahren. Das darf mich echt total freuen. Ansonsten, ich bin eine ganz normale Frau. Und alles andere als perfekt. Das, was ich sage, stimmt allerdings schon. Und trifft zu. Das heißt aber nicht, dass ich alles richtig mache. Ich mache es halt auf meine Art. Und zum 100. Mal ja, ich weiß, dass meine Videos Nebengeräusche von der Straße oder vom Fluss haben. Ich weiß das. Und ich könnte das vermeiden, indem ich ein gescheites Mikro hätte, habe ich aber nicht. Ich habe eins, das immer mitten unterm Regen ausfällt. Genau. Und ja, ich habe eine Sonnenbrille auf, und zwar weil die Sonne scheint. Also solche Dinge werden dann beanstandet und es ist mir halt aber auch wurscht. Wer damit nicht klarkommt und auch mit dem Fakt, dass ich bayerisch rede, der ist, denke ich, auf meinem Kanal eigentlich fast nicht richtig. Das wird sich nämlich nicht ändern. Also nochmal zurückkommend auf so Kommentare wie, oh, du hast ein super Leben, ich würde ja gern mit dir tauschen. Na, würdest du nicht. Vielleicht dazu ein Kommentar von einer Frau, die geschrieben hat, ich war schon fast neidisch, um ehrlich zu sein, ja, dass du halt so die Zeit und Muße hast,
ganz viel draußen unterwegs zu sein. Aber wo du dann neulich gesagt hast, dass das durch Veränderungen in deinem Leben allein schon aus gesundheitlichen Gründen herbeigeführt hast, da habe ich mich dann fast geschämt. So in dem Tenor hat sie es geschrieben und habe mir wieder ins Gedächtnis gerufen, dass man über niemanden urteilen soll, dessen Geschichte man nicht kennt oder in dessen Schuhen man nicht gelaufen ist. Und das, ja, darum möchte ich die auch bitten, sowohl positiv als auch negativ. Es sind auch alles nur Menschen, die YouTube machen. Nur im Gegensatz zu dir vielleicht, machen die halt Videos. In diesem Sinne. Immer schon denken müssen. Denkt man doch am besten positiv, oder? Und wenn dir im echten Leben was Blödes passiert oder du im Internet was liest, wo du am liebsten einen hasserfüllten Kommentar schreiben würdest, dann hilft dir vielleicht ein anderer von meinen absoluten Lieblingssprüche, der da lautet: Man kann sich den ganzen Tag ärgern, aber verpflichtet dazu ist man nicht. Ich bin die Brigitte von Einfach Leben und hier sind meine Augen. Ich freue mich über ein Like oder ein Abo für meinen Kanal. Wenn du aber auf meinem Kanal nur bist, um deinen aufgestauten Frust loszuwerden, kann ich da bloß eins sagen: Bleib weg. Ja, und da muss ich mich selber tatsächlich bei der Nase packen. Hunderte so nette, freundliche, herzerwärmende, positive Kommentare. Und die 2, 3 Blöden bleiben einem im Gedächtnis. Das ist doch typisch, oder?